Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Wir haben heute folgende Themen für euch. Ein geselliger Start in die Adventszeit, die Berner Oberländer an der Spitze der Mai Hockey League, Eisschwimmen am Blausee. Die Vorweihnachtszeit lässt nicht mehr länger auf sich warten. Überall, so wie auch hier in der Altstadt Thun, hängen die Weihnachtsbeleuchtungen. Die Zeitung zu diesem Start in diesem besinnlichen Monat haben auch der Frauenverein Interlaken zusammen mit der Gemeinde Interlaken einen schönen, besinnlichen Abend für die Senioren organisiert. Seit wann wird der Anlass hier durchgeführt? Ich bin jetzt 10 Jahre dabei und so lange wird er sicher auch durchgeführt. Ich denke mal sicher schon 20, 25 Jahre. Das Ziel ist das Zusammenkommen von älteren Leuten, weil ich meine, man weiß ja, wie groß die Vereinsamung ist, wie älter man wird. Und das Ziel ist wirklich, dass man einen Anlass hat, um mal wieder rauszugehen von zu Hause und Bekannte zu treffen. Die Dekoration macht immer die Vreni Kaufmann mit ihrem Mann. Sie sind das ganze Jahr über ein bisschen am Basteln. Und dieses Jahr, finde ich, ist es sehr gelungen. Ja, das ist ihre Aufgabe, sie lieben das und sie haben sich freiwillig gemeldet, das zu machen. Mir stimmt es auch so ein bisschen zuversichtlich, dass es auch im Alter noch etwas gibt, dass es in der Gemeinde für jede Altersklasse etwas gibt. Und wenn ich dann mal alt bin, ja, zu so einem Anlass eingeladen werde und so ein gutes Essen und einen geselligen Nachmittag darf haben. Grundsätzlich ist es natürlich sehr zu begrüßen, wenn man so Initiativen hat von Vereinen, von Organisationen, die so Anlässe durchführen möchten. Und das unterstützt die Gemeinde natürlich sehr gerne und kann sich jetzt in diesem Fall hier auf grosses Know-how und vor allem sehr viel Herzblut auch verlassen, wo das organisiert wird und die Gemeinde hat einfach administrativ auch noch unterstützen. Sagt er, bei jeder Kugel, die er am Baum hat angehängt. Die Feier konnte beginnen. Anders als noch im letzten Jahr sind die Berner Oberländer erfolgreich in die neue Saison gestartet. Dieses Jahr mischen sie zuoberst an der Mai Hockey League die Tabellenspitze mit. Wir haben mit dem Headcoach und mit dem Liga-Topscorer über die neu gewonnene Spielstärke geredet. Daniel Steiner, seit dieser Saison bist du neuer Trainer vom EHC Thun. Jetzt ist die Hälfte der Quali-Runde durch. Was ist so dein Fazit? Ja, rein resultattechnisch, erster Platz hat man natürlich voll unterschrieben. Wie man sieht, wie wir den Weg eingeschlagen haben, ist alles sehr in der richtigen Bahn. Nichtsdestotrotz kann man ein bisschen selbstkritisch sein. Wir sind noch nicht voll auf der Potenzialausschöpfung. Dort haben wir sicher noch Luft nach oben. Und jetzt habt ihr auch wieder so ein bisschen mit Verletzten zu kämpfen, teilweise noch mal mit 3 Linien spielen. Wie tut ihr nach dort aushelfen von der Mannschaft? Also, wo holt ihr die Spieler wieder her? Ja, wir haben eigentlich nicht viele Ressourcen. Wir haben von FISP vielleicht 1, 2 pro Match und sonst von den Junioren. Michael Bertschi, die Hälfte der Qualifikation in der Mai Hockey League ist vorbei. Im Gegensatz zum Vorjahr steht der EHC Thun wesentlich besser da. Was sind aus deiner Sicht die Hauptgründe für die positive Entwicklung? Der Hauptgrund ist sicher, dass wir viel mehr mit Systemen spielen. Und natürlich auch die Videoanalyse, die wir machen, das haben wir in den vorderen Jahren nicht so extrem gehabt wie jetzt. Aber ich glaube, das ist schon der Hauptgrund. Hast du in der Vorbereitung noch mal vermehrt an deinen technischen Skills gearbeitet oder wieso läuft es plötzlich so ring? Nein, persönlich habe ich da nicht viel daran geändert. Ich spiele so wie gäng. Was vielleicht der ausschlaggebende Punkt ist, dass Mitspieler auch Goal versenken, weil diese Saison habe ich jetzt mehr Assist als Goal gemacht. Und der Pass allein reicht nicht, ich brauche gleich noch das Goal dazu. Man darf nicht vergessen, dass ihr euch in dieser Liga auf Stufe Amateursport bewegt und neben dem Sport ganz normal einem Beruf nachgeht. Wie schaffst du gleich die nötige Energie, die es braucht, für die starken Leistungen abzurufen und aufzutreiben, sowohl psychisch wie auch physisch? Ich glaube, es ist für keinen Spieler einfach. Es gibt viele Spieler, die an ihre Grenzen kommen. Bei mir ist es jetzt so, ich brauche echt genug Regeneration, habe Glück mit dem Arbeitsgeber, dass er so flexibel ist. Und ich glaube, das braucht es schon in dieser Liga, weil ich habe das Gefühl, das ist die strengste Liga der Schweiz. Auf der Webseite des EHC Thun sind auch die jeweiligen Spitznamen der einzelnen Spieler aufgelistet. Bei dir steht Bäge. Was versteckt sich da dazu für eine Geschichte dahinter? Ja, ist noch lustig. Den Spitznamen hat es schon mal gegeben von einem gewissen Spieler, der in der Nazi A bei Bern gespielt hat. Ich habe dann bei den Junioren gespielt.
Und er hat irgendein Mitspieler auch angefangen mit dem, Bägen. Bätschi kommt von Bä. Also eigentlich hat es gar keinen Zusammenhang, aber ich bin jetzt der Bägen und nehme das so. Dann kommen wir noch zu den Rückennummern. Die haben ja bekanntlich bei Hockeyspielern meistens eine spezielle Bedeutung. Wie bist du zu deinem 18 gekommen? Also grundsätzlich hätte ich eigentlich 96 wollen, wegen meinem Jahrgang. Aber das war leider schon vergeben von einem älteren Spieler. Ich habe dann das 18 herausgelesen, weil mir echt die Zahl gefällt und wegen meinem Geburtsdatum, am 1.8. Während die meisten von uns bei diesen Temperaturen, die wir im Moment haben, im warmen Stübli hocken und Gritti-Benzen backen, gehen einige Extreme in Blausee baden, bei nur 5 Grad Wassertemperatur. Hunderte von Zuschauerinnen und Zuschauern haben diesem Spektakel dieses Jahr auch wieder beigewohnt. Ich bin bis jetzt jedes Mal im Blausee schwimmen. Es ist herrlich, es ist echt ein Erlebnis. Es ist logisch kalt zum Reingehen, aber es ist, wenn man drin ist, es ist so schön. Es ist wirklich ein Erlebnis. Ich schwimme sonst normal auf Zeit. Und das ist jetzt eine neue Herausforderung für mich, die Komfortzone zu verlassen für ins kalte Wasser. Ja, das ist etwas Neues. Da geht es nicht um Zeit, da geht es einfach um Spass zu haben, ins Ziel zu kommen. Für die ersten hätten sich Tough Cookies und steigen jetzt schon runter. Und Blausee wird mich eröffnet! Das ist einmalig. Man sieht im ganzen Leben nie so glückliche Gesichter. Leute, die eine Leistung absolviert haben und dankbar sind, dass sie ans Ziel kommen und dass sie freudeherrschende Gefühle, wie man sie nicht besser sehen kann. Ich tue nicht mitschwimmen, ich habe eine andere Aufgabe, nämlich alle Leute, die ans Ziel kommen, aus dem Wasser zu ziehen. Sie machen von Golfball, dass es richtig langweilig ist. Das ist immer ein Spitze. Moment, schnell, von einer und raus. Egal. Das ist gut, ich werde das Film machen. Ohne Wenn und Aber. Das war es jetzt schon wieder mit dem heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos oder weitere Beiträge findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Jetzt geht es noch weiter mit dem Wetter und dann wünschen wir euch nachher noch einen schönen Abend und viel Vergnügen in der warmen Stube. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Am Morgen hatten wir noch dichte Wolken, zum Teil ist es so noch nass geworden. Tagsdurch hat sich aber trockenere Luft durchgesetzt. Es hätte also zunehmend auch noch ein paar Sonnenstrahlen mögen geben. Wenn wir uns den Satellitenfilm anschauen, dann sehen wir, die Luft wird also trockener, speziell in den höheren Luftschichten unten drin. Da bleibt die feuchte Nebelluft zurück. Das heisst, in der Nacht auf morgen klart es jetzt zuerst auf. Gleichzeitig bildet sich dem Flachland Hochnebel. Die Obergrenze etwa 800 bis 1000 Meter. Also unterhalb davon ist der Morgen vielfach grau drüber. Da ist sonnig, praktisch wolkenlos und die Temperatur am Morgen früh zwischen etwa -4 und -1 Grad. Der Hochnebel bleibt im Flachland am Nachmittag vielfach zäh liegen, löst sich also höchstens stellenweise auf. Ausserhalb scheint weiterhin die Sonne mit ein paar Schleierwolken und Temperaturen, die reichen zu Meiringen etwa 3 Grad. Bern, da gibt es maximal 2 Grad. Am Mittwoch haben wir hochnebelartige Wolken, die Obergrenze auf knapp 2000 Meter in den Hochalpen. Da scheint weiterhin die Sonne, unten bleibt es doch vielerorts grau und die Temperaturen die reichen maximal 3 Grad. Am Donnerstag wieder Hochnebel, die Obergrenze tiefer, bei etwa 1000 Meter. Zum Teil kann er sich dann auflösen. Ausserhalb da ist es nochmal ziemlich sonnig auf den Freitag. Da kommt dann aber eine Störung rein. Es gibt ja auch ein bisschen Regen. Die Grenze noch sehr unsicher, liegt zwischen etwa 600 und 1500 Meter, je nach Modell. Auf den Samstag da kommt dann aber kältere Luft daher. Die Grenze kämpft sich bis in tiefe Lagen. Das Interlaken beispielsweise, da haben wir noch maximal etwa 0 Grad. Ob es im Flachland für eine geschlossene Schneedecke reicht, das ist im Moment noch nicht klar. Ja, am Sonntag haben wir wahrscheinlich ruhiges, aber kaltes Winterwetter. Das war vom Wetter. Ganz schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.